Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video mal. Wir sind in Minecraft, habt ihr vielleicht gesehen. Und zwar Feed the Beast auf dem Server, wo wir für die von SwissQ Plus kommen, kennen es vielleicht schon. Wir haben mal angefangen auf einem Server zu spielen, Ultimate Cities heißt er, damals. Zuerst hat er geheißen City Project, tendenziell, so hat er so geheißen. Und das ist jetzt neu quasi, weil wir haben vom Beast Light Pack aufs Ultimate gewechselt, was ich ziemlich gut finde, weil es hat viel mehr Zeug und so. Auf jeden Fall haben der Thiago und ich, falls ihr ihn nicht kennt, den seinen Kanal mal so suchen und so, Emund heisst er. Haben versucht zusammen zu spielen, aber hat nicht mehr so Lust auf Minecraft. Also habe ich allein ein bisschen weitergespielt und hat es halt nicht so als Let's Play aufgezogen, sondern eher habe ich gedacht, mache ich ein Let's Show. Und da machen wir jetzt wahrscheinlich auch gerade. Sonst wäre nämlich das Video nicht am Laufen. Ich tue euch ein bisschen umführen und ihr könnt mir dann sagen in den Kommentaren, wenn ihr es gern weiter hättet. Also, hättet ihr gern ein Let's Show wie jetzt, wenn ich immer wieder ein bisschen Fortschritt-Updates mache quasi. Hättet ihr das gern, dass ich quasi ein Projekt quasi rauspicke mir und dann immer wieder so schrittweise zeige, wie ich es vollende oder halt so weit wie möglich mache. Oder wenn ihr halt denkt, das ist gut, vielleicht auch als Let's Play. Also wirklich, dass ich jetzt einfach weitermache da und normal dazu quatsche, wenn ich das Zeug mache. Was übrigens nicht zu empfehlen ist, weil, ja, ich bin nicht so gut im Reden und Denken. Aber ja, tun wir mal schauen. Da haben wir ein Portal. Das geht in normalen Nether. Und da kommen wir zu der Base quasi vom Yoshi. Das ist die Hauptstadt, könnte man sagen. Weil wir haben so gemacht, wir machen alle eine Stadt und die haben alle eine Botschaft in der Hauptstadt. Und der Yoshi hat jetzt die halt für sich annektiert. Ich weiß nicht, ob der von Anfang an geplant war, hat ein bisschen unplant tönt, vielleicht hat er es einfach noch gespielt. Who knows? Auf jeden Fall ist das seine Stadt quasi und dort, das ist das Zentrum von dieser Welt. Und da sind wir in unserer Stadt, das ist das Zentrum von meiner Stadt. Da haben wir einen kleinen Brunnen mit einer Wasserquelle, wo die ist übrigens schon da gewesen, darum ist auch das Zentrum da. Die geht einfach bis, weiß nicht wie weit, runter. Und darum habe ich gedacht, ja, baue ich da mal das Zentrum auf. Dann haben wir da einen Weg, der weggeht. Dann geht es zu dem Portal. Und da haben wir, das war der zweite Grund gewesen, wieso dass ich unbedingt will da bauen, unsere Stadt. Weil wir haben da so eine Art Dungeon. Und da hat es, vielleicht gerade mal sein, Wisps. Haben wir ganz leise gesehen? Ja, man hört sie ganz knapp. So Wisps drinnen. Und vielleicht sieht man sie auch, ja, das leuchtet an. Ich kann jetzt nicht rein, sonst, ja. Die sind nicht ganz ungefährlich. Aber ich finde es cool, dass wir da so einen Dungeon haben. Und da haben wir noch einen Spawner, beziehungsweise das hier ist schon mal ein mittelmäßiger Versuch von einem Häusli. Sieht echt gleich noch lustig aus, so auf eine Art ein Frosch. Wer weiß. Ja, frage mich nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber wir gehen mal da runter. Wie schon gesagt, das ist ein Spawner. Und die kommen dann da kommen Zombies rauf, gehen da rüber und plumpsen dort runter. Das Übliche halt, genau, bis auf eins oder an, bis, sagen wir mal, zwischen einem halben und anderthalb Herzen. Da sind sie dann. Äh, da schwimmen die rauf, wenn sie dann einmal kommen und gespawnt sind. Da haben wir Splash Potions of Healing, damit wir es schnell kaputt machen. Und da halt wird alles automatisch eingesammelt und Zombiefleisch wird direkt aussortiert. Ups. So. Und der Spawner selber ist nicht in dieser Wand. Da. Und ja, ist ein normaler Spawner. Den brauche ich also habe ich am Anfang gebraucht für XP und damit ich können Seelen sammeln. Weil Zombies, die so da spawnen, mit dem Spawner, die kann man benutzen, um Seelen zu bekommen. Und zwar Zombie-Seelen. Die kann man dann in so Seelenkristall quasi, Soul Shards, fangen und damit neue Spawner machen. Und die Zombies quasi aus den neuen Spawner geben eben keine Seele. Und darum benutze ich das dort dahinter. Weil es einfach praktisch hat man dort einen Spawner und gut ist. Und das nächste wäre mein sehr bescheidene Haus. Wie ihr mich sicher kennt,
ich habe es nicht so mit protzig und so und ein, zwei Räume, vielleicht eine Küche und der langt mir. Also da haben wir so zwei Räume. Und ja, ein Beacon auf dem Dach, damit ich ein bisschen schneller laufen kann. Das ist sehr praktisch. Da sollte eigentlich ein Villager drin sein. Und zwar ein Imker. Weil, ja, da gibt es halt einmal so Apiaries, das sind so Bienenstöcke. Und das wäre noch praktisch gewesen. Irgendwie ist der weg. Ich weiß nicht, ob der jemand umgebracht hat. Oder ob er sich von alleine verabschiedet hat. Keine Ahnung. Dann haben wir da ein paar Bücher zum Zeug geschrieben. Das ist Mistcraft, für die, was interessiert. Habe ich ein paar Bücher schon gemacht. Habe auch ein paar Seiten schon gesammelt. Aber wirklich, damit beschäftigt habe ich mich schon. Aber in dem Haus jetzt noch nicht quasi. Dann haben wir da nochmal einen Raum und so. Und da. Das ist das ME-System. Von Applied Energistics, glaube ich. Und es ist einfach quasi eine riesige Chest, wo man alle Items kann drinnen lagern kann. Also ziemlich viele Items und so. Und ja, es ist ziemlich praktisch. Man kann auch automatisch Zeug craften und so. Und der Zepf kommt dann dort unten rein. Das ist so Crafting CPU. Also Crafting Computer eigentlich. Das ist so ein Viech da. Voll groß und so. Man kann es noch viel größer machen. Hat dann mehr Platz und ist schneller. Also macht mehr Craftings pro Tick. Und da drinnen haben wir die Harddisks. Also die Festplatten. Mit, je nachdem halt wie viel Platz man macht. Es gibt auch kleinere. Da haben wir noch zum Beispiel einen 16.000er und einen 1000er. Also ein Byte. Also ein Megabyte ist quasi ein ein Megabyte. Müsste ein Megabyte sein, müsste. Nein, ein Kilo. Bin ich blöd. Ein Kilobyte. Das ist ein Kilobyte. Das sind 16 Kilobyte. Das sind 64 Kilobyte. Auf jeden Fall kann man dort Items lagern. Das ist mein ganzes Lager. Und glaube mal, ich habe Haufen Zeug. Viel Zeug. Und es ist ziemlich praktisch. Falls ihr ein ausführliches Tutorial zu dem wollt, schreibt sie Kommentare. Reden hilft. Also von dem her, ich mache da gern, falls es genug Leute gibt, die da wollen. Weil wenn es niemand anschaut, ist auch doof, oder? Weil das ist ja für euch eigentlich, weil ich check's. Und dann gehen wir doch zuerst einmal, wo gehen wir an? Da haben wir einen Junkloader, damit das immer geladen ist. Gehen wir doch zuerst mal da ab. Weil, vielleicht hast du so kurz aus dem Fenster schon gesehen, wir haben da Farmen. Und da ist ein Sapling, wie so immer. Das sind für verschiedene Bäume. Da haben wir Tannen, Eichen, Birken und Dschungel, whatever. Das sind einfach solche, die tun automatisch dort pflanzen, das kommt wieder raus. Sie laufen mit Fertilizer und Wasser. Und die sind noch ziemlich praktisch. Vor allem brauche ich Saplings für die Energiegewinnung bei mir. Da hinten haben wir nochmal genau das gleiche. Also das ist einer, der Sticky Resin gewinnt. Und daraus kann man den Rubber machen. Und dann haben wir auch nochmal, das sind eben so Multifarmen. Die kann man umwandeln zu allen Farmen quasi, wo man will. Das sind nämlich Weizenfarmen da. Aber es ist genau der gleiche Block unten dran quasi. Und ja, so ein kleines Weizenfeld brauchen wir auch für unsere Energieproduktion. Also das ist eigentlich alles nur für die Energieproduktion da draußen. Und da unten haben wir einfach immer das gleiche Setup. Wasser, ein Input, ein Output und Energie. Der Input wird einfach Saplings, Erde und Fertilizer und der Output und alles was rauskommt. Also auch feuchte Saplings oder Holz, Äpfel, so Zeug halt, kommt raus. Ja, das wäre es zum Garten, wo mittlerweile auch schon ziemlich groß ist. Ich finde auch, ich habe ihn nicht ganz unhübsch gemacht. Ich gehe noch mal aufs Dach rauf. Da haben wir einfach einen Beacon. Der gibt mir Speed 2, Haste und Regeneration. Als übliche, damit ich schneller laufen und Zeug abbauen und so. Dann haben wir da einen normalen Crafting Table. Normal vom Aussehen her, aber wir haben eben noch Enchantment Plus. Ich weiß gar nicht, wie der Mod heißt. Aber haben wir da drauf. Mit dem kann man einfach Zeug, was haben wir da zum Beispiel, kann man auswählen, ja, Sharpness will ich, okay, will ich Stufe, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kann man da so enchanten mit 21 Level. Man kann es auch disenchanten, also alle Enchantments wieder wegnehmen, reparieren oder übertragen von einem Schwert jetzt aufs andere zum Beispiel. Ist schon ziemlich praktisch, weil das random Zeug von normalen Enchanten, ich meine, okay,
bei Fight the Beast ist es aber so, dass man ziemlich viel XP bekommt. Ich sehe nachher gerade noch wieso. Und zwar ziemlich schnell. Und darum habe ich einfach da schon wirklich alles. Efficiency 5, Unbreaking 3, da noch eine, damit ich an Fortune Pick und so. Da auch alles auf Diamant und so. Es ist halt schon ziemlich schnell, kann man sagen. Hat man da. Aber es ist doch praktisch. Also ich würde es jetzt nicht missen. Da haben wir noch unseren Lavatank. Der ist ja klein mit 4 Schleusen. Wie heissen die? 12. Könnt selber bei Leon anschauen. Auf jeden Fall haben wir da 1,92 Millionen Liter Schrägstrich Lava-Kübel. Ja, das ist mein Notstromaggregat. Falls das da hier, die Zeile da ausfällt, tun die Geothermal Generators aus der Lava-Energie gewinnen, damit nicht ganz alles zusammenkracht. Was das jetzt war, das ist einfach ja, komische Fingerzuckungen auf Escape. Fragt euch nicht, das einfach ignorieren. Da haben wir EU gespeichert mit MFAs. 600.000 je 3, 4 MFAs habe ich. Das hier ist ein ist Energy Bridge. Die tut Buildcraft Energie in als Industrial Craft 2 Energie umwandeln, also MJ in EU. Weil meine Grundenergie quasi, die ich aufgebaut habe, ist MJ. Aber weil all die Maschinen da brauchen halt EU. Und darum mache ich sie mit EU. Weil es einfach, ja, ist praktisch schon. Auf jeden Fall. Das hier sind einfach so Kompressor und Extractor und Macerator und Furnace, damit alles ein bisschen automatisch geht. Also wenn meine Quarry Eisen oder so anschleppt, dann geht es zuerst mal in den Macerator. Dann wird es maceriert und dann gehen die 2 Iron Dust, gehen in die Furnace und das kommt dann auch wieder ins ME-System. Und dann habe ich alles schön aufgelistet. Muss eigentlich praktisch nicht mehr machen, was meine Quarry so anschleppt. Also es ist, also nicht, dass ich denke, dass das so hure easy ist mittlerweile, aber ich bin schon ein Zeitchen dran gewesen, wie sie da kann. Also nicht das, hey. Ist schon nicht einfach, hä? Sind gesehen noch ein Assembly Table, aber ist jetzt auch nicht grad so wichtig, oder? Und aber die Gold Chest da, dann mache ich Säckle, die bringt einfach alles, was meine Quarry so anschleppt, wird einfach eingesaugt ins ME-System und Rest, zum Beispiel Cobblestone, wird einfach aussortiert, weil ich habe nämlich schon 500.000 Cobblestone, von dem her. Mehr brauche ich definitiv nicht, vorläufig. Außer ich da mal auf Dingsbums. Wie heisst die? Ähm, so UU Matter umstellen. Dann könnte ich es vielleicht brauchen, aber dann kann ich einfach da rausnehmen und dann wird es wieder auffüllen. Da sind wir in meinem Maschinenraum, können wir fast sagen. Die oberste Etage besteht aus einem Tank, beziehungsweise 3 Tanks. Und der Tank da hat Biofuel drin, auch da 1,792 Millionen Kübel, Liter. Dann haben wir da automatisches Crafting für Sachen, die befüllt werden müssen, also zum Beispiel Tesseract oder Energy Cells oder so. Das tut einfach das Zeug automatisch befüllen. Da wird es geschmolzen im Magma Crucible und da im Liquid Transposer wird es eingefüllt. Damit die Maschine das automatisch kann machen, weil man muss manchmal ein bisschen Umwege gehen, damit das ME-System wirklich das macht, was man will. Also es ist nicht alles fix fertig, muss schon ein bisschen überlegen. Also, hey. Und da haben wir den Grundaufbau quasi von meiner Energieversorgung. Nämlich einmal ein Fermentor, beziehungsweise ein paar Fermentor mit Oak Saplings und Kompost. Warum das jetzt gerade nicht macht? Ah, keine Ahnung. Keine Energie mehr. Ah, keine Energie mehr, das kann gut sein. Also der sollte normalerweise das Zeug in Biomass mit M umwandeln. Da kommt dann da ins Still rein. Die Still macht Biofuel, das ist auch schon fast voll, weil mein Tank ist aber schon voll. Kann ich da übrigens an- und ausstellen, falls ich wett. Wahrscheinlich bei mir immer an. Und das Ganze geht dann in den Tank, beziehungsweise in den Tesseract und dann in den Tank rauf. Weil die Liquid Tesseracts haben keinen Verlust, darum, ja, das ist ziemlich praktisch. Da haben wir auch noch Liquid Tesseracts. Die tun dann die Maschine unten befüllen. Zuerst kümmern wir uns aber zuerst mal noch um das da hier. Das sind Energy Cells, die sind alle voll, die sind alle leer, weil die sind alle aufgebraucht. Das sollte ich vielleicht auch mal noch ändern, zum Beispiel da unten Zeug auch nicht tun. Aber das ist der Storage Room von der Energie von mir jetzt.
Ich habe einfach da mal halt den Quarry bis auf die Bedrock runterlaufen, falls ihr euch fragt, dass es so schön gerade ist oder wie viel Arbeit das war. Ist einfach ein Quarry, wo ganz runter ist. Da haben wir verschiedene Tesseract. Wieso bist du leer? Wo gehst du hin? Du gehst zu der Quarry. Ah, weil Quarry so viel schluckt. Beziehungsweise zwei Quarries schlucken ziemlich viel. Da habe ich versucht, das einmal automatisch zu machen, dass es immer die Maschine, beziehungsweise die Engines da halt einstellt, wenn es keine Energie mehr hat, aber da muss ich noch ein bisschen umbauen. Wenn wir schon von der Energie sprechen, können wir gerade runter. Kann ich nämlich das Zeug wieder einstellen. Das hier sind Combustion Engines, die brauchen Wasser. Viel Wasser. Also wenn sie nicht genug Wasser haben, ist schlecht. Und Biofuel, und die verbrennen da, ein Kübel bringt ziemlich viel, also wenn ihr anfängt, könnt ihr ruhig eine solche bauen und ein bisschen Biofuel drin tun, das hebt für ein Zeitchen. Die hier machen 5 Dinge pro Tick. Laufen die da? Die laufen. Okay. Aber die laufen nicht. Sind die leer? Nein. Komisch. Ja. Das ist einfach nicht bedingselt, weil kein. Egal. Das müsste ich so ein Wire oder noch nicht tun. Auf jeden Fall. Die machen 5 MJ pro Tick. Das sind 4 pro Schicht quasi, pro Turm. Ein Turm ist 20 Blöcke hoch. Das heißt, es ist, eine von denen macht 5. Das heißt, eine Schicht macht 20 Ticks. 20 hoch gibt 20 mal 20. 2 mal 200 gibt 400 MJ pro Tick pro Turm. Das Gesamthaft bekommen wir auf 800 MJ pro Tick. Mit diesen zwei Türmen. Einer von denen kann 100 MJ pro Tick maximal reinnehmen. Also bräuchten wir schon mal 8 Energy Cells, damit wir das ganze Potenzial von denen können ausnutzen quasi. Da sehen wir schon, wie krass eigentlich die ganze Maschinerie ist. Ja? Auf jeden Fall produziert das meine Energie. Das ist ziemlich effizient. Ich muss einfach noch schauen, dass ich genug pflanzliches Material habe, damit es mir nie an Biomasse mangelt. Aber das, ja, das geht schon. Und da sind wir im Herzstück quasi, also im Teil vom Herzstück von meiner Ressourcenbeschaffung. Das hier sind 8 Spawner mit verschiedenen Monstern. Wie ich ja vorne schon erwähnt habe, kann man sich selber Spawner machen mit den Soul Shards. Und ich habe gedacht, ja, wieso machst du noch nicht ein paar Spawner und machst einfach einen zentralen Raum, wo du alle nachher killst und dann einen Haufen Ressourcen. Hey, es hat sogar geklappt. Also wenn man alle aufs Mal einstellt, dann gibt es schon einen kleinen Engpass. Aber wenn man zum Beispiel nur die Witches einstellt, wie es wahrscheinlich jetzt schon eingestellt sind, oder auch nicht. Ich habe es aber so gemacht, wenn ich zu wenig Glowstone in meinem System habe oder zu wenig Redstone, dann nutze ich die automatisch einstellen. Das sind gerade da Witches. Ich kann ja mal für den Anfang ein paar spawnen, damit ihr seht, was ich meine. Flup. Und die, wenn es kein Redstone-Signal haben, dann spawnen sie. Also spawnen. Also man kann sie mit Redstone toggeln, kann man sagen. Wie nennt man das? Beherrschen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Also man kann sie so umstellen. Und da haben wir Turtles. Das ist einfach das Programm, Attack-Programm. Und die laufen bei mir normalerweise Tag und Nacht. Solange ich online bin. Fuck, wieso platziere ich da Holz? Egal. Ist ja nicht so schlimm. Auf jeden Fall sehen wir da, die werden sofort gekillt. Und da kommt Glowstone und Spinnenauge und Redstone und ein paar Gesundheitstränke auch. Von denen habe ich übrigens schon zu viel. Bottles kann man einfach für gar nicht brauchen, darum habe ich sie aussortiert. Und der Rest wandert in mein System. Und noch so als Info, wenn ihr mal auf meine Level-Anzeige unten schaut, ja, man bekommt ziemlich viel Level. Und wenn man da steht, weil das sollte man eigentlich, weil das sind alles Entities, also jede einzelne XP-Bolle ist eine Entity und je mehr Entities das hat, desto mehr Lag gibt es auf dem Server und bei uns im Client. Und ja, es ist nicht so gut. Darum sollte man da stehen, wenn es läuft. Ich stelle es jetzt gerade wieder ab, darum kann ich jetzt da weglaufen. Aber wenn man mal so eine halbe Stunde oder so dort steht, sagen wir es so, ich bin schon mal auf Level 110 oder so gewesen. Also von dem her, ich glaube, ich wüsste ungefähr, was ich will sagen. Was das da hier ist, ist einfach Wireless Zugang zu meinem ME-System. Also ich kann da einfach überall drauf zugreifen, falls ich es will. Und wir können am besten wieder rauf.
weil das wäre es eigentlich, glaube ich, schon gewesen. Ist vielleicht schneller gegangen, als ich gedacht habe. Ich glaube, so um die 10 bis 20 Minuten. Weil ich habe es einfach im Speed-Durchgang gemacht. Ihr könnt dann sagen, wie ihr es weiter wollt, wenn ihr überhaupt mehr seht. Wenn ihr mehr sehen wollt, wie wollt ihr das sehen? Also, wenn ihr keine Ahnung, alle Woche oder alle 2 Wochen mal ein Update, was ich da so gemacht habe. Wenn ihr bei jedem Projekt quasi von Anfang bis Ende dabei seid und ich das zusammenschneide. Wenn ihr komplett dabei seid, wie ich alles entwickle und es ist wirklich ein Let's Play. Das wird dann einfach vielleicht ein bisschen langwierig, weil das habe ich 1000-mal müssen umstellen zum Beispiel. Und auch das dort oben habe ich 1000-mal müssen umstellen, bis das ME-System funktioniert und umtesten und so. Weil es ist halt nicht alles immer gerade auf Anhieb klar, wie es funktioniert, auch das hier und alles. Also falls ihr den Weg wollt, seid gewarnt. Und ja, ich freue mich über jeden Kommentar, also schreibt ruhig. Schreibt. Ich weiß, ihr wolnt's. Schreibt. Okay. Und mit dem Ausblick auf mein schönes Feld sage ich bis zum nächsten Mal hoffentlich. Wir sehen Sie dann, wenn ihr euch entscheidet. Und ja, habt noch Spaß mit meinen anderen Videos. Tschüss.